Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Wochenende ist da. Und jetzt schauen wir mal in den Garten, wie es draußen ausschaut. Heute ist es ein bisschen windig, habe ich festgestellt. Aber wir schauen einfach. Und es ist frisch geworden. Oh. Es hat etwas abgekühlt. Oh, und die Pflanzen haben sich richtig prächtig entwickelt. Auch das Liebstöckel Magikraut, die zwei Jalapenos haben sich sehr gut entwickelt. Die haben schon ein bisschen angeschoben. Dann die Blockpaprika lila, die sind auch schön. Und hier haben wir die Spitzpaprika und die Cherry-Tomaten rot. Schauen auch ganz gut aus. Und der Saat geht auch gut. Ja, von den Einlegegurken sind bloß 4 Stück aufgegangen. Normal müsste hier noch eins aufgehen. Und Mangold sind von 5 3 aufgegangen. Dann müsste hier noch eins aufgehen. Ja, das ist dann jetzt ein bisschen gießen nochmal. Nicht zu viel. Die sollen ja nicht ersaufen. Aber da kommt was. Da kommt das 4. Mangold. Und was das kleine da ist, weiß ich nicht. Das ist eher Unkraut, das ist keine Einlegegurken. Aber ich warte noch ein bisschen ab zum Pikieren. Und die Riesensonnenblumen, die wo 4 Meter hoch werden, da tut sich gar nichts. Ich schätze mal, weil die Saat ist 2015 ja abgelaufen, dass die wahrscheinlich kaputt ist. Ich habe normalerweise 3 Stück jeweils hier angesät, aber da kommt nichts. Jetzt warten wir mal ab. Wenn es nichts wird, haben wir Pech gehabt. Das macht ja nichts. Und die Gurken geht auch ganz gut. Schlangengurken, die Vespergurken. Ja. Aber heute ist es ein bisschen frisch. Und jetzt schauen wir mal. Ja, es hat 15 Grad plus. Und gestern hatten wir hier 24 Grad. Das ist relativ kühl geworden. Aber morgen soll es ja wieder wärmer werden. Und wenn es dann richtig warm wird, die warten nur 1-2 Wochen ab, dann kommen die Ochsenherztomaten, weil denen ist zu kalt. Da würde ich noch ein bisschen warten. Und im Ganzen schaut das Gewächshaus dann gut aus. Die kommen dann hier hin. Da kommen die Ochsenherztomaten hin. Und hier kommen ein paar Einlegegurken rein. Den Rest tue ich ins Freiland. Und der Mangold Lucullus. Dieser hier, der kommt auch ins Freiland. Da habe ich schon einen schönen Platz. Na gut, schauen wir mal. Ich werde das Gewächshaus wieder zumachen, weil es wird wieder frisch. Und dann werde ich mal die Engelstrompeten hochfahren. Meine Frau hat gemeint, ich soll die schon hochfahren. Die stehen in der Tiefgarage.
da draußen blüht auch schon alles gut. Ja. Schaut schon richtig gut aus. Die haben auch schon ganz eine schöne Blüte. Die sind Säulenobst, Säulenbirnen. Das ist die Säulenbirne Condora. Ja. Dann haben wir hier, schaut auch gut aus, das sind die Säulenkirsche Samba Sumpfte. Die werden alle so 2 bis 2,5 Meter hoch. Und da tut sie noch nichts mit der Blüte, aber ja, kommt schon ein bisschen daher, doch. Sieht auch schon ganz gut aus. Der Apfelbaum kommt auch wieder. Da auch schon ein paar Blüten. Und wer richtig geil blüht, das ist die Säulenpflaume. Also das ist schon ja, der ist in voller Blütenpracht. Geil. Hier kommt noch Knoblauch vom letzten Jahr. Den da ist jetzt einfach verwachsen. Hier haben wir auch noch so einen einzelnen drin. Und hier hinten. Und dann muss das Unkraut noch ein bisschen raus. Hier. Und dann wird der Garten richtig schön. Schauen wir mal. Jetzt machen wir das Gewächshaus wieder zu. Das war jetzt ein Gartenupdate vom 13. April 2018. Das Einzige, was ich habe, eine sehr blöde Gewächshaustür. Das muss immer mit den Stempen da fixieren. Dann hebt es. So. Also heute ist wirklich ziemlich kalt, da die Sonne. Oh, rein in die warme Stube. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was, ein wunderschönes Wochenende. Euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Freue mich, dass ihr Zeit geschalten habt. Daumen hoch. Und auf Kommentare würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video nachher. Also habe ich dir.